Tja, Freunde, da geht's auch schon munter weiter mit dem Megalith-Monster. Hallo! Na, das ist auch schon so ein Mist wie ich? Nein? Okay, gut. Weil ich auch nicht. Scheiß Megalithen. Mann. Es ist so nervig. Ich hatte gerade offscreen nein, zwei Duelle sogar, wo ich es versucht habe. Natürlich gescheitert bin, wie könnte es anders sein. Aber ich steige langsam ein bisschen dahinter zumindest. Und ich meine, ist besser als nichts, oder? Oh, ich seh's. Hoffnungsvorbote Drachen Titanengalaxie. Okay. Hm. Oh, das wird nicht einfach, Freunde. Mit dem Vier, das er vorne hat, muss ich mal gucken. So, zwei kann ich allein nicht spielen, das ist leider so. Ich muss mal die Karte weg. Das ist ein super Einstieg her. Kann ich da eine Beschwörung nach der anderen durchführen? Ich kann gar nichts machen. Hey, wieso kann ich die jetzt nicht spielen? Theoretisch. Moment. Du. Hä? Ich habe doch zwei Nekros-Viecher hier. Ich könnte theoretisch Trishula opfern, um Valkyros zu rufen. Ja, genau der Stufe. Okay, gut. Nicht darüber, natürlich, sondern exakt. Ja, und sonst so? Wie geht's, wie steht's? Smalltalk treiben? Ne, super. Zum Glück ist das vorbei, ey. Was für ein Scheißduell. Also das Vieh sieht cool aus, dieser Titan-Drachen-Dingsbums-Verschnitt. Wir machen es so lange, bis wir es geschafft haben, Freunde. Einmal haben wir es jetzt offscreen rausgeschnitten, weil er schon nach 25 Minuten noch keinen Erfolg hatte. Aber diesmal muss es leider raus, weil sonst gibt es keine Folge. Eventuell die andere Variante, einfach zu sagen, Let's Play pausiert, bis ich es mal hier geschafft habe. Aber eigentlich lieber nicht, wenn er sein soll. Megalithic-Karte rufen, ja, wäre eine Option, aber ist nicht sogar zu früh dafür. Ja, alles Megalithen, war das Problem hier.
Ja, komm. Gibt ihm einen schönen Boost. So, das soll er mal toppen. Oh Mann, ey. Ich mag nicht mehr. Kann auch mal ein bisschen Kartenpech haben, bitte. Sonst kommen wir hier nie auf den grünen Zweig. Was ruft er jetzt? Ophiel! Yes, servus! Ja, nicht geil. Nein, weil der ist Stufe 8. Oh, nicht geil. Nicht geil, nicht geil. Da gehe ich fast schon steil. Ja, jetzt ruft er ihn, nutzt seine spezielle Fähigkeit. Nimmt er dessen Stufe an, nimmt er die Karte auf der Hand. Jetzt hofft er sich selber auf ein Stufe 8 Monster, selber wie ich habe. Jo, genau. Ich kriege natürlich mehr Boost, als ich gerade habe, weil Spiel auch noch besser. Hey, ich muss zugeben, ich habe lange keinen Spaß mehr dran, Freunde. In solchen Duellen. Yeah, ich habe 3 Zauberkarten auf der Hand. Yeah, geil. Es ist wesentlich schlimmer als die Duelle gerade offscreen, weil die waren zumindest halbwegs spannend. Aber das hier ist wirklich nur noch die reinste Vorführung. Da ja immer das super mega Kartenglück und ich kriege nur noch die scheiß Kombikarten. Naja. Es ist wie es ist, was soll man machen? Das ist doch die pure Demütigung. Es war überhaupt nicht nötig, jetzt in so einer Kombi zu spielen, hätte es vorher schon beenden können. Und schon wieder so. Ja, tut mir leid, wir müssen es irgendwie schaffen, das ist das Ziel vom Let's Play, sonst kann ich das Let's Play abbrechen. Sonst bringt das alles gar nichts, wenn ich es nicht auch mit dem Themendeck schaffe. Megalythen haben noch Fallenkarten? Okay, weil von Necros aber keinen Deck. Netter Effekt. Sonst kann ich gar nichts machen. Danke, Spiel. Oh, Necros und Megalythen. Jedes für sich selbst könnte ein geiles Structure Deck sein. Geile Kombis haben und so. Aber die Kombination, beides in ein Deck zu packen, mit ihnen Ritualkarten, die jeweils nur die eigenen Monster betreffen und die anderen nicht, verstehe ich einfach nicht. Tut mir leid. Sowas verstehe ich nicht.
Und falls der Gegner ebenso hat, dann hat er einfach irgendwie ein ganz anderes Kartenglück. Ist langsam fertig. So, komm, ich klicke mir jetzt durch. Kein Bock mehr auf die ganzen Wartezeiten. Sowas ist doch eigentlich nur noch frech, ganz ehrlich. Wow. Einfach nur wow. Da fehlen mir gerade echt die Worte. Also die positiven Worte. Negativ hätte ich genug. Ah, Gottfried Stutzen mal. Ja, ich habe das Gefühl, von Duell zu Duell wird es schlimmer. Im nächsten Duell kriege ich gar keine Karte mehr. Also, wundern würde es mich nicht. Ja, ich meine, man kann sich jetzt darüber aufregen, man kann es einfach nur als lustig empfinden und sich denken, kann doch gar nicht sein, wie viel Pech kann ein Mensch überhaupt haben. In meinem Fall ist sehr viel Pech. Oh, nee. Passt schon, dankeschön. Dann habe ich da Nekros-Dinge und beliebiges, eine beliebige Anzahl. Ich werde natürlich eher den wählen. Den dafür zu opfern, dann kriege ich Valkyrus aufs Feld. Ja, weil was anderes fällt mir gar nicht ein, was ich hier machen soll. Der Stratege der Necros. Deine Hand aufnehmen möchtest, er will so viele Karten aufnehmen. Beliebige Necros zaubern, du momentan gar keinen. Die Karte abwerfen, dann also Necros von Brionek. Ja. Das sind ja die Stufe 6 Viecher. Ja, die Aktivierung. Ja, können wir mal den versuchen. Aber noch Schutz für ihn hier unten. Falls alles schief gehen sollte.
Was heißt alles schief? Es wird sowieso alles schief gehen. Hä? Schnelleffekt? Ernsthaft jetzt? Okay, nochmal ganz kurz gucken. Unfertiger Megalith, ihn zu schwächen, mein zu schützen. Die ganzen Neckarschwärme zu beschwören, genau. Was mich ja wundert, Gesamtstufe, dass ich den, also, ja, den Sammler verwenden kann, um ihn zu rufen, mit einem Stufe 9 Monster hier vom Deck. Biete ein Monster in deiner Hand oder Spielfeld als Tribut an oder lege ein Monster in einem Extra-Deck auf dem Friedhof, ja. Hat bisher noch nie so richtig geklappt mit dem Extra-Deck. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich warte erstmal, bis er angreift. Okay, ganz krass. Der Kumpel schon wieder. Eine Hand unter der Spielfeldzahl das Tribut anbieten. Sind dieselbe Anzahl Hand, die du als Tribut angeboten hast. Oder ich verwende ein Kaleidoskop, um ihn zu rufen. Drei Karten verbannen, klingt eigentlich soweit cool. Wenn ich Glück habe, erwische ich die Karte, kann ich direkt mal angreifen. Sehr schön. Oder ich lasse die Karte auf der Hand wegen seinem Effekt. Weil man eigenes Necrosmonster schützen kann. Und nur wenn es als Ziel wählt, hä? Ja, aufgepasst. Was soll der Geiz? Komm. Ich kann einfach 9 rufen, ne? Also 9 auf die Hand nehmen. Dank seinem eigenen Effekt. Darf man nicht vergessen. Ja, eigentlich mehrere wäre es eigentlich den hier. Der andere verfliegt ansonsten. Ne, noch nicht. Der kommt noch, keine Sorge. So, gehen die weg. Den mache ich auch nicht mehr, der kann nämlich sonst noch gefährlich werden. Dann wähle ich nochmal so einen Ritter auf die Hand, um meine Monster zu schützen für einen Schnelleffekt. Also falls es Schnelleffekt gewählt würden. Dann habe ich hier noch Altram Ritter Phönix, ein paar Altram Ritter. Ja, ja, aber der bringt mir jetzt nicht so viel. Der zurzeit auch nicht, vielleicht später noch. Ernsthaft. Jetzt wählt er den Quatsch. Ja, 500, okay. Genug. Ich meine natürlich für Angriffspunkte, nicht für Verteidigungspunkte. Weil sonst hätte das jetzt gern getan. Okay, ich habe immer noch unfertigen Megalith. Ich habe noch einen Schutz dafür. Oder davor besser gesagt.
Können also immer noch klappen. Ich habe noch seinen Effekt. Ich will quasi ihn abwerfen. Ich spare mir den, falls ich merke, ich komme hier mit dem ersten Effekt nicht weiter, danach den zweiten Effekt nutzen. Da ist natürlich eine Option. Okay. Ja, so kann man Megaliten und Nekrosen doch kombinieren. Aber es ist halt irgendwie relativ selten, aber das Gefühl. Der, och. Da haben wir schon irgendwas schön. Ja, aber wenn ich ihn rufe, was bringt mir das dann? Ja, theoretisch schon, wäre mir aber nachher vielleicht lieber. Ich guck mal, ob ich jetzt auch mal ein neues Monster ziehen könnte. Ich werde mal ihn abwerfen. Den guten alten Och. Der muss nur bis zu 2. Ah, du kannst ihn aktivieren, super. So, kann ich jetzt eigentlich da durch? Warte mal. Wird es nicht zerstört? Okay, das erste Mal. Gut, das heißt, ich komme jetzt trotzdem durch mit dem Angriff. Hä? Ah, okay. Anders gemeint, gut. Mann, nee. Ich sag mal, Topf Extravaganz ziehen. Spielen. Kommen wir hier nie weiter. Ist das fies? Der ist aber richtig mies, Freunde. Der war richtig mies. Die verbrannt werden sollen. Ja, kann nicht mal so eine. Komm, tschüss. Man könnte theoretisch, könnte ich ein Ding rufen. Bevor, ja, wird schwierig. Dann haben wir so einen Nekrospiegel. Na toll. Aber die Zauberkarte, was bekomme ich? Was anderes? Super. Warte mal, ich spiele jetzt mal den hier. Wie viele Megaliten kommen hier noch? Necrosman und denken zu aus Necros und Bryanek. Super. Also theoretisch kann ich ihn abwerfen. Das war mal ein Monster mit ein bisschen Power, war. Außer Necros und Bryanek. Ja, wäre auch eine Variante. Ja, komm.
Nehmen mal ihn hier. Die Verteidigungsposition wird er sich eigentlich anbieten, weil er mit dem Effekt den hier rufen würde, den Kumpel. Okay. Den habe ich auch. Natürlich geht es nur mit der Zauberkarte, aber da wäre sonst alles bereit dafür. Gut. Ich kann mal einen von denen oder werfe den ab. 3 Karten abwerfen. Ein bisschen mehr Power. Ich kann ihn ja auch wieder abwerfen. Ja, komm, machen wir so. So. Zerstört wird sie vielleicht nicht, aber Schaden kriegt er trotzdem. Hä? Ah, Ritualbeschwörung, okay. Nichts gesagt. 4000 Punkte, das muss er erstmal überbieten. Ne, ich hab noch Nekros von Trishula. Nein, den Effekt will ich jetzt nicht. Aber warum hat es mit ihm nicht funktioniert? Wenn eine Karte dann Effekt aktiviert wird, die oder der ein oder mehr Nekros-Monster kontrolliertes Ziel wählt. Da ist doch sowas gewesen jetzt. Aha, ist ein Megalyt, sorry, mein Fehler. Ist ja ein Megalyt gewesen. Oh, um Gottes Willen, ne. Wie sieht meine Karte? Konstellation sonst so aus? Ich will den immer noch nicht nutzen. Ich nutze halt wieder den hier. Den sind wir jetzt gerade auch nicht so viel aktuell. Tada! So. So ein scheiß Sau muss weg, der nervt mich, ey. So, also so dummerweise kein Schutz mehr, aber shit happens. Und ich will sie ja eh nicht nutzen, weil es kommt nur bei Nekros-Monstern, bei anderen Ritualmonstern nicht. Ne. So. Das sind beide Effekte, wie gehabt. Einmal kriege ich ein Nekros-Monster auf die Hand. Einmal kann ich die Karte wählen, die verbannt werden soll. Dann wähle ich noch so eine Karte, die verbannt werden soll. Ich muss eine Karte abwerfen, die verbannt werden soll. Hand aufnehmen wollen. Zauber oder Monster. Ja, entscheiden wir jetzt mal für Zauber. Ich habe aber eh nicht mehr so viele Zauber auf der Hand, von dem her ein Deck. Entschuldigung. Ich kriege eher schnell mal noch ein Monster. Und kann jetzt hoffentlich nochmal angreifen. Dankeschön. So. Und wie es episch zu Ende geht, seht ihr in der nächsten Folge, Freunde. Nein, natürlich nicht. Da wäre jetzt ein bisschen sehr fies. Also wenn er nochmal auf die Idee kommt, nochmal ein Ritualmonster zu rufen, hoffe ich ja einfach, dass er irgendwie einfach noch eine hohe Power hat. Also das heißt hoch, ein bisschen hoch. Okay, scheiße. Nicht höher als 1000, was ich habe, weil sonst wird es schwierig. Besseren Effekt genutzt, da. Aber kann ich ja nicht riechen, Mensch. Doch, er hat drauf gestanden, aber egal. Der Fool. Ja, was foolt denn der schon wieder?
Problem ist, ich habe wesentlich weniger Karten im Deck als er. Das wiederum heißt, da können wir gleich richtig schön eng werden bei mir. Was ist das für eine Karte? Okay. Ein Megalyt-Monster vom Dingrofen, vom Friedhof. Welches könnte ich da wählen? Welches wird da Sinn machen? Oh, jetzt sagt wir es natürlich. Jetzt macht es auch Sinn. Ja, gerne. Oh. Freunde, ich höre die Englein singen. Wir haben es doch noch geschafft, hey, Alter. Ich werde mit den Nerven, ganz ehrlich. Ich muss ein anderes Spiel jetzt spielen, Alter. Und wer ist Stufe 4? Wir haben noch Stufe 5 vor uns, wohlgemerkt. Geschafft, ja, leg mich rein. Ich brauche die Karten nicht. Was kommt dann? Das Fusionsmaterial für fossile Fusion, wenn es wird. Kann zu einem großen Problem werden. Der Fossilkrieger Schädelkönig kann nur mit 2 Attacken bedroht werden, als 8 bei der Defensive drauf, dass genügend LP bleiben. Schön. Das schauen wir uns vielleicht das nächste Mal an, weil aber gar keinen Bock mehr auf Megalyten. Und sagen an der Stelle Dank fürs Zusehen, trotz allem, fürs Durchhalten und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bye bye!